Holmes, da sind Sie ja endlich. Kate ist verschwunden. Was? Sie ging zum Unterricht, aber die Lehrerin sagte, sie sei nicht erschienen. Mrs. Hudson! Sie ist los, um die Leute in der Gegend zu fragen. Was? Und damit begrüße ich euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Doctor. Na, stimmt nicht ganz, aber ist egal. Ja, ich habe festgestellt, bei den letzten Aufnahmen war das Mikrofon irgendwie unterdrückt vom Ganzen. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Und wir haben schon diverse Fälle bestritten. Der letzte haben wir aufgeklärt von einem Kutschenunfall. Und jetzt sind wir zu Hause angekommen und mussten feststellen, dass Katie weg ist. Ich hoffe, sie ist bald zurück, Holmes. Ich auch, Watson. Kate! Bist du hier? Okay. Mal diesen Brief anschauen. Mr. Holmes. Ihrem Wunsch entsprechend haben wir uns so lange um Meryl Butcher gekümmert, wie wir konnten. Sie war sehr tapfer, doch leider ist sie heute Morgen um 4 Uhr verstorben. Da sie keine lebenden Familienmitglieder mehr hat, stellt sich nun die Frage, was wir mit ihrem Leichnam tun sollen. Haben Sie einen Vorschlag? Hochachtungsvoll, Dr. Blowberry. Das ist jetzt schon mal eine traurige Nachricht, was wir hier haben. Nämlich Meryl Butcher ist die Tochter vom Butcher, den wir eingelocht haben. Finden Sie Kate. Sherlock Holmes kommt eines Abends nach Hause und findet Dr. Watson in einem völlig aufgelösten Zustand vor. Offensichtlich ist etwas Schreckliches vorgefallen. Okay. Okay. Noch ein Brief. Hey Holmes! Lass dein Fenster erst gar nicht reparieren, denn die Sache ist noch nicht vorbei. Du miese Drecksau, glaubst du etwa, es nützt dir etwas, dass Percy ins Kittchen gewandert ist? Von uns gibt es mehr, als du dir vorstellen kannst. Und du kannst uns nicht alle im Auge behalten. Anonym. Schon wieder ein Drohbrief. Okay. Wo ist Toby? 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 Wo ist Toby? Wo ist mein Hund Toby? Das ist auch wieder repariert. Interessant. Wo ist Toby? Nicht jetzt. Ist gut, Entschuldigung. Sherlock, Entschuldigung. Wir müssen auf die Suche nach Katie gehen. Wir schauen mal, ob Alice zu Hause ist, weil... Abgeschlossen. Warum? Warum nicht? Was willst du denn jetzt machen, Mensch? Abgeschlossen. Ja, dann mach doch was, Mensch. Warum nicht? Geh doch raus. Warum? Ah, Sherlock. Ich hoffe, sie ist bald zurück, Holmes. Ja, ich auch. Kate! Ach so. Das ist immer noch Kates Zimmer. Ich dachte, das wäre Watsons Zimmer. Immer diese Hunde, Mensch. Da ist aber auch nichts zu... Führen Sie eine Charakteranalyse durch, indem Sie sich aus dem... Ja, ist gut. Was? Sie hat hier etwas geschrieben.
Sie nahm ihr Tagebuch Tagebuch. mit. Okay. Was war hier los? Was war das? Was will sie nur mit Kofferfeld. ihrem Koffer? Warum steht der Schrank offen? Warum fehlen Kleider? Sie hat ihre Lieblingskleider mitgenommen. Kate hat gepackt und ist gegangen. Ich verstehe es nicht. Was war das? Das Geräusch kam aus Alice' Wohnung. Alice! Kate! Was? Wo bist du? Wo bin ich? Hä? Was geht hier los? Was ist hier? Was geht denn hier ab, Mensch? Hä? Hallo? Was geht denn hier ab, Mensch? Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Du bist mir nicht egal, Katie. Du bist mir gar nicht egal. Doch. Alles würde mich adoptieren. Katie, das stimmt doch gar nicht. Du bist mir sehr wichtig. Du bist mein Schatz. Katie. Old empty. Der Ego-Perspektive macht das Ganze mehr Spaß. Wo bin ich hier? Was machen Sie denn, Holmes? Sie ist es. Alice! Diese Schlange. Sie hat sie verwirrt. Was? Alice, wo ist meine Tochter? Ihre Tochter? Sie haben keine Tochter, Mr. Holmes. Mein Gott, was haben Sie meiner Tochter angetan? Was Ihnen nie gelang, sie glücklich gemacht. Es ist mir egal, was Sie denken. Wo ist Kate? Sie Narr. Sie nützen ihr nichts. Warum die Mühe? Ich will sie nicht ohrfeigen. Holmes, das bringt nichts. Sie redet nicht. Ich werde Sie zwingen. Nicht nötig. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Ich kümmere mich um Sie. Alice Nebenzimmer durchsuchen. Das war es, was ich oben gehört habe. Hier ist Alice reingekommen. Aber ist das nicht Alice Wohnung? Bei meinem letzten Besuch sah es hier irgendwie anders aus. Ach, Es nur ein fehlt bisschen. hier irgendetwas. Ach nee. Ah, die Wiege habe ich jetzt auch vorhin nicht beachtet. Der Rollstuhl stand, glaube ich, auch nicht da. Habe ich jetzt alles? Nein, Ja. meine Auswahl ist nicht richtig.
Warte mal. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Hä? Aber ist doch so. Das Porträt fehlt. Grimoire fehlt. Die Kerzen beim Stuhl fehlen. Okay, der Rollstuhl fehlt nicht. Der ist da. Die Wiege ist da. Das Grammophon sehe ich jetzt aber nirgends. Oder seht ihr? Nee. Nee, Grammophon sehe ich nirgends. Das Porträt von Alice' Vater, William Hamilton, und einige Sachen, die für eine Seance nötig sind, fehlen. Was bringt mir das jetzt? Wütend. Gesichtsausdruck wütend. Schwarzes Schild trägt Trauerkleidung. War am Bahnhof vor Highgate. Weiße Spuren, er hat Kreide benutzt. Analyse. Gegenstände für Quatsch. Seance mit Vater. Alice könnte eine spirituelle Seance abgehalten haben, um Kontakt zu ihrem Vater William Hamilton aufzunehmen. Fahrkarte und Trauerkleidung. Friedhofsbesuch. Es besteht die Möglichkeit, dass Alice den Friedhof von Highgate besucht hatte, bevor sie in die Baker Street zurückgekehrt ist. Familiengruft. Möglicherweise hat Alice heute Morgen auf dem Friedhof von Highgate die Gruft ihres Vaters William Hamilton besucht, wo sie eine spirituelle Seance abgehalten haben könnte, um Kontakt zu ihm aufzunehmen. Hat sie Kate etwa auch mitgenommen? Ha, das ist die Frage. Wo ist Kate? Die Spur führt zum Friedhof. Watson, behalten Sie sie im Auge. Schon bin Kate, bist du hier? Und schon bin ich auf dem Friedhof. Das ist ja mal praktisch. Ne, eigentlich ist es gar nicht praktisch. Aber unheimlich eher, aber... Kate. In der Mitte von Dickhäuter Feind. Und finde die Gruft. Alexander Ocknegard, Margaret Hamilton, Henry Hamilton. Gehe zum alten Friedhof. 4 anderen. James Crabb. Hier ist das Grammophon. Hier wurde der Vater von Alice bestattet. William Hamilton. Alice hat dieses Buch für das Ritual hierher gebracht. Sehr gut. Diese Kerzen brennen schon seit fast 3 Stunden. What the hell? Kimberly Johnston. Was für ein Grab. Opfer von Blei. Kates Tagebuch.
Ich bin mit Alice auf dem Friedhof. Wir werden mit ihrem Vater sprechen. Die Zeremonie macht mir natürlich Angst. Aber ich bin auch sehr gespannt. Ich sollte mich nicht fürchten, denn das, was noch geschehen wird, wird noch furchterregender sein. Sie ist so schön. Sie hat die Kerzen vorbereitet. Das Porträt. Sie sieht so entspannt aus. Ich zittere am ganzen Körper und kann es nicht unterdrücken. Sie fängt an. Sie ruft ihn. Sie wendet sich nach innen und fängt zu murmeln an. Ich verstehe sie nicht, da sie in einer fremden Sprache redet. In beiden Händen hält sie Kreidestifte. Ich zittere und kann nichts dagegen tun. Ihre Augen sind vollkommen weiß. Sie bewegt sich ruck und krampfartig, ganz wie jemand, der sich in Todesschmerzen windet. Sie sieht mich nicht. Sie fängt an, als er zu sprechen. Es ist ganz schrecklich. Ich muss weinen. Mit ihren Kreidestiften kritzelt sie den ganzen Boden voll. Untersuchen Sie die Gruft von Alice Vater. Okay. Wo finden wir ihn, Vater? Alice, meine Tochter. Alice? Ich kenne die Antwort auf deine Frage. Okay. Ich fasse es nicht, dass ihr meinem armen Kind das alles zumutet. Verfluchtes Biest! Kates Koffer. Warum hat sie ihn hier gelassen? Ja, warum? Buddelnder Riese. Gelehrter der Wege. Diese Wörter bilden alle einen einzigen Hinweis. Das ist richtig. Ruth Hamilton. Habe ich jetzt alle? Da sind wir hergekommen. Kate! Kate! What the hell? Das ist Alice Vater. Mumifiziert. Hier schläft Alice. What the hell? Wie krank. Wie krank muss man sein, liebe Freunde? Madame Destiny. Eine Laterne. Eine Karte der britischen Flüsse. Alice bewahrt die Sachen ihres Vaters hier auf. Selbst die Truhe von seinem Boot. Alice ist nicht nur seltsam, sie ist geisteskrank. Hoffentlich hat Kate das nicht gesehen. Diese Hexe Alice hat meine Tochter weitergeführt. Sie sind diesem Hinweis hier gefolgt und sind... Entschuldigung, ich bin zu schnell. Schlangennest und Verschwörung im Bezirkszentrum. Diesmal, das haben wir schon mal gesehen. Nicht das Ende verraten. Naja, das kennen wir doch schon. Geh zum alten Friedhof und finde die Gruft in der Mitte von 4 anderen Opfer von Blei, Gelehrter der Wege, buddelnder Riese und Dickhäuterfeind. Oh, ich liebe diese Rätsel. Das ist Alice Vater. Mumifiziert. Ja, auch das kennen wir schon. Was? Finden Sie die Gruft, von der Alice spricht? Also Alice hat ja nicht gesprochen, sondern ihr Vater. Okay, jetzt wird's langsam unheimlich. Von 4 anderen.
Die Gruft von 4 anderen. Haltet euch, Kate. Hier konnte ich vorhin nicht runter. Finden Sie die 4 Grüfte auf dem Friedhof, auf die sich die Nachricht von Alice bezieht, und wählen Sie sie aus mit Ihrem Visier. Alice Nachricht. Ich muss mich an die... Aus Oxford, hat 3 jüngere Brüder, Maler von... Nee. Gehe zum alten Friedhof und finde die Gruft in der Mitte von 4 anderen Opfer von Blei, Gelehrter der Wege, buddelnder Riese und dickhäutiger Feind. Was stand jetzt hier? Maler von Porträt, hatte 3 jüngere Brüder. Nee, das ist keiner. Was haben wir hier? William Schaff, Archäologe, sammelt römische, britische, war über 2 Meter groß. Das war einer. Buddelnder Riese. Gouverneur von Enkel des Erzbischofs, leidenschaftlicher Bartträger. Irgendwie funktioniert Alice Nachricht nicht. Alice Nachricht geht nicht. So irgendwie... ging auf das Beton. Ein Opfer von Blei, Gelehrter der Wege, das war der Archäologe, nee. Buddelnder Riese, das war der andere, und Dickhäuter Feind. Botaniker starb in Beirut an Typhus. Gelehrter der Wege. Botaniker, ist das ein Gelehrter des Weges? Ach komm. Ich weiß es nicht. Liam. Irischer Ursprung. Amateurboxer. Forschungsreisender, Sprache Arabisch-Chinesisch, wurde von einem Elefanten getötet. Forschungsreisender, der Mann mit den Wegen, oder? Also Gelehrter der Wege, Forschung, ja. Opfer von Blei, das müsste ein Kriegsopfer sein. Buddelnder Riese haben wir und Dickhäuterfeind. Oder ist das der Dickhäuterfeind? Ja, ich weiß es nicht. Da müsste der letzte ja irgendwie hier sein. Architekt wurde in einem Duell erschossen. Ja. Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Aber drei Stimmen auf jeden Fall. Und da wo ich nicht ganz sicher war, der stimmt nicht. Botaniker stimmt nicht. Also müssten wir hier noch
gab seine Stellung auf. Oberster Richter von Sino, englischer Anwalt. Ist das eventuell einer? Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Nee. Aber irgendwo hier müsste doch noch einer sein. Nee, wenn das. Da müsste doch. Hier hinten doch irgendwas noch sein. Archive. Kaduha. Mochte Kaffee erstellt ein. Ah. Ne? Okay. Oh mein Gott, Leute. Aber was sich hier befindet, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschüss.